Herzlich willkommen zu den Kanal-News, ein Blick hinter die Kulissen. Die vorerst letzte Folge. Jetzt kommen wieder weitere Episoden. Alles kein Problem. Wie du im Intro jetzt gesehen hast, es geht um diese 4 Spiele. Project Gotham Racing 4, Unreal Tournament 3, Grid Autosport und Split Second. Ich habe mir was überlegt, 2021 werden wir durchstarten mit einem kleinen Zwischenprojekt, was ich mir überlegt habe. Und zwar, jedes dieser 4 Spiele wird 1 Monat lang laufen. Wann, wie, wo, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, du bist mir nicht böse für diese Entscheidung. Aus einem einfachen Grund habe ich mich dafür entschieden, die nächsten 7 Monate, also bis Ende des Jahres 2020, da wird sie dann nicht mehr viel rühren auf meinem Kanal. Aus den Gründen zwecks Mass Effect, Fallout 4 und Cyberpunk. Warum und wieso auch diese Entscheidung, dass ich jetzt diese 4 Spiele noch mit hineinbeziehe, ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich habe bei Fallout 4 mit der Qualität ein bisschen reingeschissen und möchte es ein bisschen wieder gut machen. Du hast im Intro ja schon mitgekriegt, der Schnitt, die Musik dazu, gut, die Musik kommt aus einer uralten 80er Jahre TV-Serie, da hat es nur 13 Episoden gegeben, nennt sich Street Hawk. Und im Jahr 2021 werden wir dann dieses Projekt durchführen. Diese 4 Spiele, 1 Monat lang. Und bis dahin habe ich dann auch die Intros geschnitten, die Musik dazu erstellt. Das ist mir momentan sehr wichtig. Und wir sehen uns gleich im nächsten Kapitel. Da wünsche ich dir jetzt mal viel Spaß mit den kommenden 1,5 Minuten. Bis gleich, Baba. So, wie du gesehen hast, es geht nun um Juiced 2, die zweite Staffel und Race Driver Grid. Fangen wir an mit Juiced 2. Ich habe mir gedacht, oder ich werde demnächst oder in Kürze mit der Erstellung der Intro-Musik beginnen und werde dann demnächst auch mit der Vorproduktion beginnen zu Juiced 2, der zweiten Staffel. Die wird ein bisschen länger werden als die erste. Warum und wieso habe ich mich für ältere Rennspiele entschieden? Ich habe, ist jetzt bitte nur ein blödes Beispiel und subjektiv gesehen, Forza Horizon 1, 2, 3 gespielt. Alles recht gut und schön, Open World, ja, Biberbond, bla bla bla. Es ist im Prinzip bei diesen 3 Spielen im Prinzip immer dasselbe. Du baust ein Festival auf und das war's. Ja. Und hast da eine riesige Open World. Wie du mitgekriegt hast, derzeit läuft Black bei mir ein ziemlich linearer Shooter mit ab und zu mal ein paar Wegen, die du die als Abzweige da sind. Und offen und ehrlich gesagt,
wenn ich jetzt vergleiche Juiced 2 und Race Driver Grid mit Forza Horizon, sind mir die ersteren beiden, also Juiced 2 und Race Driver Grid, mittlerweile lieber, weil sie bestimmte Eigenschaften haben oder bestimmte Inhalte, die mich persönlich mehr ansprechen. Ähm, in Juiced 2 zum Beispiel ist es ja nicht nur die eigene Charaktererstellung, die du hast, ähm, es ist generell der komplette Spielaufbau an sich ein, wie sagt man, hm, ähm, Juiced 2 ist für mich eigentlich im Prinzip der Need for Speed. Es hat mehr mit Need for Speed zu tun als Need for Speed mittlerweile mit sich selbst. Genau so ist es so. Und ich habe mir für diese zwei Spiele entschieden, weil ich sie einfach von ihren Eigenschaften her bevorzuge. Race Driver Grid zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Es ist ja nicht nur das Schadensmodell. Du kannst eine eigene Mannschaft erstellen, du hast da bei Weitem, ich sage jetzt einmal, mehr Auswahl. Du kannst die eigene Mannschaft erstellen, das habe ich eh schon gesagt, du kannst einen Teamkollegen engagieren, jener auch mit dir im Rennen spricht über Funk, das hört man dann eh alles außer. Es sind so Kleinigkeiten, die mir persönlich diese zwei Rennspiele einfach sympathischer machen. Bei Forza wirkt mittlerweile alles so brav, so perfektioniert, so rein, so, ja, so kann man es beschreiben. Ähm, die KI zum Beispiel in Race Driver Grid, die kann relativ bissig sein, sag ich jetzt einmal so. Das sind halt also Sachen, die für mich persönlich mittlerweile einen eigenen, ja, das hat für mich einen eigenen Charme an den beiden Spielen. Und wenn ich in Race Driver Grid was mache, dann wird es aber über lange Zeit vorproduziert werden. Das muss da bitte, wie sagt man, an das musst du jetzt gewöhnen, an diesen Schritt, weil ich möchte einfach Abwechslung bringen und möchte, bevor mich das Thema Videospiele bzw. YouTube, ich werde ja auch älter, ich bin jetzt auch schon im Oktober bei 39, bevor mich dieses Thema Videospiele bzw. YouTube nicht mehr interessiert, möchte ich vorher noch ein bisschen was sagen, ein bisschen was bringen, etc. etc. Du kennst es eh, die Interessen verändern sich mit der Zeit, man entwickelt sich mit der Zeit einfach weiter. Und offen und ehrlich gesagt, derzeit, ich bin derzeit froh, dass mein Kanal so versteckt ist im Internet. Er ist sehr schwer zu finden und es lässt mir etwaig kreative Freiheiten. Ähm, ich bereite euch immer wieder auf kleinere Veränderungen vor, dass ihr nicht gleich überrumpelt seid. Ich arbeite derzeit auch am ersten Vlog, an so einem, ja, du weißt, das ist ein virtuelles Tagebuch halt, oder was es da immer sein soll, wo ich selber auch, wo du mich dann selber auch siehst. Da muss das Wetter passen, da muss meine Laune passen, da muss einfach alles zusammenpassen, dass das dann halt über die Bühne geht. Und ich werde euch dann auch noch frühzeitig darüber informieren, wann der erscheinen wird, etc. etc. Wie du vorhin gesehen hast, habe ich eingespielt ein kleines Video von Autosport Grid mit dem Nissan über den Red Bull Ring. Ich werde euch jetzt im Anschluss dieses komplette Video, 8 Minuten ungefähr sind's, an diese Kanal-News-Episode ranschneiden, zum Genuss, zum Genießen, zum Abschalten. Das ist mir das Wichtigste. Wenn ihr abschalten könnt, wenn ihr ein bisschen Spaß habt an meine Videos, dann freut mich das wirklich, dann freut mich das mehr als wie alles andere. Und ich nenne ihn mit Absicht Red Bull Ring. Ich weiß, es war der Österreich-Ring etc. etc. Aber ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen,
wenn es Red Bull, einen Didi Mateschitz und meinen Arbeitgeber, die Voestalpine, nicht geben würde, würde es auch diesen Ring nicht mehr geben, da sich die steirische Landesregierung damals geweigert hat, Geld in die Hand zu nehmen und diesen wieder aufzubauen. Also danke Red Bull und meinem Arbeitgeber Voestalpine. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in die Kommentare wieder. Baba dabei.